Der Hasenpfarrer. Noch heute ist es im Dorf Sternenberg, wo im Zürich-Oberland liegt, so, dass die Hasen ein wunderschönes Leben führen. Sie dürfen dort tun und lassen, was sie wollen, und werden von niemandem gejagt. Warum das so ist, erzählt die folgende Sage. Vor langer, langer Zeit hat in Sternenberg einmal ein Pfarrer gewohnt. Er war kein auffälliger Mann, weder speziell gross noch speziell schön. Aber bei den Leuten war er sehr beliebt. Wenn er am Sonntag den Gottesdienst gehalten hat, war die Kirche bis auf den letzten Platz voll. Die Sternenbergler haben ihrem Pfarrer gern zugehört, weil er nie mit ihnen geschumpfen hat und auch, weil sein Schnauz während der Predigt immer so lustig gezittert hat. Gerade wie die Schnauzhaare von einem Büsi. Der Pfarrer hat sich zwar sehr darüber gefreut, dass das ganze Dorf in die Kirche gekommen ist. Trotzdem hat er nicht so recht fröhlich sein, weil er ein Geheimnis hatte, das ihn ziemlich plagt hat. Er hat nämlich jeden Abend einen riesigen Lust auf Kabis bekommen. Schon lange hat er in seinem Garten keine Tulpen und Rosen mehr angepflanzt und auch den Sitzplatz hat er aufgegeben. Ja, man könnte fast sagen, sein Garten sei ein einziges Kabisfeld gewesen. Mit grosser Sorge hat der Pfarrer beobachtet, wie sein Kabisvorrat von Tag zu Tag kleiner, sein Lust auf Kabis aber mit jedem Tag immer grösser geworden ist. Wo der Pfarrer keinen einzigen Kabiskopf mehr in seinem Garten hatte, hat er in seiner Verzweiflung angefangen, sein Haus zu putzen, um auf andere Gedanken zu kommen. Wo alles blitzblank war und er schon fast wieder an Kabis gedacht hat er sich selber überlistet und ist noch rauf, den Estrich aufräumen. Dann, als er zum Schluss noch eine alte Truhe entrümpelt hat er plötzlich ein Zauberbuch in den Händen gehabt. Der Pfarrer hat nicht so recht gewusst, was er davon halten soll, hat das Buch aber einmal ab in die Stube genommen und es dort auf den Tisch gelegt. Dann ist er in die Küche und hat angefangen, Herdöpfel zu schälen. Weil er schon so lange nichts mehr anderes als Kabis gerüstet hatte, war er unterzwischen ein bisschen aus der Übung. Wo dann die Herdöpfel endlich im Kochtopf waren, war es draussen schon Nacht. Der Pfarrer ist über in die Stube Licht machen und hat dann gesehen, dass das Zauberbuch an einer bestimmten Stelle aufgeschlagen war. Vom Menschen zum Hasen. Eine Anleitung in 3 Schritten. Hat der erstaunte Pfarrer da gelesen und dann unter Zutaten 1 Kilo gekochte Herdöpfel und eine grosse innere Not. Der Pfarrer hat zuerst gar nicht recht gewusst, was das bedeuten soll. Da hat sich sein Bauch gemeldet und mit ihm der altbekannte, unstillbare Lust nach saftigem Kabis. Da hat der Pfarrer verstanden, was ihm das Zauberbuch sagen wollte. Er soll sich in einen Has verwandeln und dann nach Herzenslust in den Gärten der Sternenbergler Kabis fressen. Es war bereits nach Mitternacht und das Dorf hat schon geschlafen, wo man, wenn man ganz genau geschaut hat, ein Häschen gesehen auf leislichen Pfoten aus dem Pfarrer im Haus hoppeln. Das Einzige, was bei dem Häschen etwas anders war als bei den Feldhasen, sind seine rabenschwarzen Schnauzhaare, die lustig gezittert haben. So ist das also von dann an Nacht für Nacht gegangen. Am Tag war der Pfarrer der Herr Pfarrer und zur Nacht ein hungriger Hase, der sich durch die Kabisköpfe vom ganzen Dorf durchgefressen hat. Weil die meisten Sternenbergler nicht so gerne Kabis hatten, sind sie am Anfang auch gar nicht so böse gewesen, wo ihre Kabisköpfe über die Nacht aufgefressen worden sind. Wo sie aber schon über ein Jahr keinen einzigen Kabis mehr gegessen hatten, haben sie beschlossen, am nächtlichen Besucher aufzulauern und ihn zu verschiessen. So haben sich alle Sternenbergler Männer mit dem Gewehr in ihre Gärten gelegt und gewartet. Kurz nach Mitternacht ist der Hase dann im Garten vom Hufschmied aufgetaucht. Der hat sofort auf den Hase geschossen, aber, oh Schreck, das Gewehr ist in 1000 Teile versprungen und hat den Hufschmied an der Hand verletzt. Der Hase hat in aller Ruhe noch den angefressenen Kabis fertig gefressen, bevor er dann im Garten vom Beck verschwunden ist. Auch dort ist ein Mann im Gras gelegen, der es auf das Leben von dem Hase abgesehen hat. Und wo der Beck abgedruckt hat es auch sein Gewehr verjagt und ihn am Arm verletzt.
Der Hase hat auch im zweiten Garten wieder seinen Kabis fertig gefressen und ist dann zum nächsten Nachbar in den Garten gekoppelt. Und auch dort ist wieder genau das Gleiche passiert. Die ganze Nacht hat man im ganzen Dorf Schüsse gehört, immer gefolgt von einem Schmerzensschrei von einem Sternenbergler. Es war ein trauriges Schauen, wo der Pfarrer am nächsten Morgen seine Schöfli am Kircheneingang zum Gottesdienst begrüßt hat. Die Männer haben gestöhnt und gejammert. Ein paar sind zur Kirche gekumpelt und nochmal andere sind von ihren Frauen gestützt worden. Als dann endlich einmal alle drin waren, war ans Betten gar nicht zu denken. Die Menschen waren immer noch viel zu aufgewühlt von der letzten Nacht und haben alle durcheinander von dem wundersamen Hase erzählt, der sicher 1000 Leben haben müsse. Der Pfarrer ist auf die Kanzel gestanden, hat den Blick gesenkt und dann der Gemeinde versprochen, dass er heute Nacht dafür werde sorgen, dass der Hase für immer aus Sternenberg verschwinde. Und er hätte außerdem beschlossen, dass auch er das Dorf verlassen will, weil er eine lange Reise machen will. Der Pfarrer war froh, als er das endlich gesagt hat und hat wieder aufgeschaut. Da hat er gemerkt, dass die ganze Kirche leer war und ihm gar niemand zugelassen hat. Als er rausgekommen ist, hat er seinen Augen nicht getraut. Alle sind mit gesenkten Köpfen vor der Kirche gestanden, sogar die Kinder waren ganz brav. Und ein paar Frauen haben still Esswaren verteilt. «Herr Pfarrer, es tut uns ja so leid», hat dem Hufschmied seine Frau gesagt und dem Pfarrer ein Brot gegeben. «Da predigt sie uns doch Sonntag für Sonntag, dass der Herrgott alle seine Geschöpfe gleich gern hat und dass man teilen soll. Und was machen wir? Wir schiessen wie die Wild auf ein wehrloses Häsli. Pfui!» Der Beck hat sich geräuspert und gesagt, «Herr Pfarrer, wo Sie da vorher auf der Kanzel gestanden sind, da haben wir endlich verstanden, was Sie gemeint haben. Und wir haben uns so geschämt. Bitte, vergeben Sie uns.» Dann hat sich die Müllerin am Pfarrer gewendet und feierlich gesagt, «Wir alle pflanzen im nächsten Jahr noch mehr Kabis an, dass der schöne Hase seiner Lebtung nicht mehr Hunger leiden muss. Das versprechen wir, hoch und heilig.» Und alle haben begeistert in die Hände geklatscht. Ja, und so ist es gekommen, dass der beliebte Pfarrer noch viele, viele Jahre in Sternenberg predigt hat. Und wenn er zur Nacht als Hase unterwegs war, hat er sich vor lauter Kabisköpfen kaum mehr retten. Mindestens so glücklich wie der Pfarrer sind natürlich auch die Sternenberger Kinder. Sie haben in ihrer ganzen Kindheit nämlich kein einziges Mal Kabis essen.